Hallo und herzlich willkommen zurück bei Die Sims 4 mit dem guten Konrad, heißt er doch, oder? Ja, Konrad Aldi hier. Konrad ist ein Spinner. Spinner sind häufig verspielt. Und darum geht er jetzt chatten. Finde ich eine gute Idee, wollte ich sowieso, weil er das macht das Sozialzeugs ein bisschen höher. Kontakte knüpfen. Brieffreund finden. Das wäre doch mal was. So, einen Brieffreund finden. Habe ich nie gemacht, weiß ich nicht. Es ist so ruhig, wir müssen unbedingt mal ein Radio kaufen, sobald wir ein bisschen mehr Geld haben. Äh, Jetzt gerade ist die Kasse ziemlich leer. Gut, voll konzentriert, ein Merkmal Genie. Oh, da ruft ihr an. Warte, den nehmen wir jetzt gleich mal ans Telefon. Ähm, ja, hallo. Hoi, Na, wie geht's? was bist du am Machen? Ja, was denkst du, was ich am Machen bin? Am Aufnehmen? Ja, vielleicht. Ja, was gibt's? Ja, nicht viel. Ja, wieso rufst du an? Ich wollte ein bisschen quatschen. Ein bisschen quatschen. Ja, okay. Über was willst du quatschen? Ich weiß nicht. Weiß nicht. Ja, super. Bist du am Aufnehmen? Sims 4. Mhm, Mhm. cool. Ja. Hört man mich? Ja, ich denke schon, ja. Das ist nicht so toll. Nein, kein Problem. Okay. Soll ich sonst kurz Pause machen und mit dir, kann ich schon. Nein, Doch, so doch, laufen. doch, doch. Also, wir sehen uns gleich wieder oder hören uns gleich wieder bei Sims 4. Vielen Dank fürs Zusehen und bis gleich. Tschüss. Tschüss. So, da bin ich. So, da bin ich wieder zurück bei Sims. Und der braucht immer noch ein bisschen Sozialzeugs. Ich glaube, wir gehen da mal reisen. Wir haben ja Zeit. Müssen erst morgen arbeiten. Also komm, wir gehen schon mal neue Sims kennenlernen. Und zwar, was haben wir hier? Solarfackel Lounge. Zukunft der Vergangenheit. Museum. Aha. Fitness. Und Schlangenmist. Ist das ein Café? Oder einfach Wüstenblütenpark? Kommen wir gehen mal in den Park. Mal sehen, wie der aussieht. Einführungsfilme werden gedreht. So. Na komm, Ladebildschirm. Immer dieser Ladebildschirm. So, jetzt aber, hä? Und dann, wenn die Musik verrückt spielt, dann bist du richtig, okay. So sieht er also aus. Ein Raumschiff, klasse. Ist der etwas für Kinder gedacht, oder wie? Komm, wir setzen uns da mal hin. Da können wir gleich ein paar neue Leute kennenlernen. Aber keine hübsche Frau oder so, schade. Was haben wir denn sonst? Die sind alle so... Die kenne ich doch. Heißt die auch gleich? Oh. Nein! Halt! Wo bist du? Da. Hinsetzen. Alter, die ist ja müde. Sophie. Ich weiß nicht. Ist die andere auch Sophie? Freundlich vorstellen. Jetzt läuft er davon, oder wie? Hallo? Da ist noch einer. Hallo. Der erste Kontakt. Tag verschönen. So, jetzt müssen also immer die anderen kommen. Hallo, willkommen in der Selbsthilfegruppe. Ja, wie? Konrad und Maurice kennen sich noch nicht. Okay, und da kommt noch einer. Hallo. So, jetzt. Was habt ihr denn heute so erlebt? Oh, super. Komm, die stellen wir uns auch gleich vor. Auch noch gleich freundlich vorstellen. Wie alt ist denn die? Ist sie noch ein Teenager oder nicht? Ich weiß nicht. Also da, wo ich sie kennengelernt habe, da an meiner anderen Familie war es ein Teenager.
Ja, die sollen jetzt ein bisschen quatschen und so. Lockere Unterhaltung. Ich könnte sie mal über kennenlernen. Da auch mal kennenlernen. Ne, geht nicht. Was haben wir jetzt mehr? Merkmal von Sophie kennengelernt. Musikliebhaberin. Okay. Sonst noch was? Über Interessen reden. Charismafähigkeit gesteigert. Sehr gut. Und das Sozialdingens steigt auch schön an. Naja, sonst sieht ein bisschen speziell aus, ne? Ey, Junge, kannst du dich mal hinsetzen? Ich sehe ja nichts. Comedy-Fähigkeit, aha. Der macht das automatisch. Automatisch ein paar Witze reißen und so. Polizistenwitze erzählen, von Herzen Kompliment machen, Tag verschönern, lustige Geschichte erzählen. Ja, mehr Auswahl. Ja, ich habe keine Romantik, das heißt, sie ist noch minderjährig. Sie ist noch ein Teenager. Das kann man so herausfinden. Wobei sie gar nicht mal so jung, ja doch, sie sieht schon ziemlich jung aus. Wenn dann das Sozialzeugs aufgefüllt ist, können wir dann auch mal nach Hause gehen. Wir müssen, ja, wir müssen da mal eine kennenlernen. Wie sieht die denn aus? Ist das auch ein Teenager? Ich glaube, sie ist auch ein Teenager. Verspielt, so. Da sind die Toiletten. What? Ah, eben, das sind schon einzelne Riesentoiletten. Ne? Boah. Ich würde sagen, wir gehen dann wieder nach Hause. Jetzt haben wir 7, halb 8. Ja, Zeit, zum nach Hause zu gehen. Reisen. Muss ich jetzt reisen? Kann ich nicht einfach nach Hause? Ah, doch. Warte. Da. Nö. Warte, wo ist das schon wieder? Ich dachte, das kann man irgendwo. Okay. Mann. Das ist jetzt doof. Egal. Hauptsache nach Hause. Ich dachte, irgendwo ist da so ein Knopf, wo man gleich nach Hause kann, aber in diesem Fall wohl nicht. Sind das leere Häuser? Ich denke schon. Dann gehen wir halt wieder nach Hause. Was soll's. Vielleicht treffen wir da mal eine Frau. Fensterläden werden verschraubt. Große, glückliche Familie. Okay. Verspielt. Was machen wir denn jetzt? Wie sieht's aus bei dir? Komm, wir gehen einfach mal schnell auf die Toilette. Muss ja nicht dringend, aber damit mal was ein bisschen los wird hier. Für die Hygiene vielleicht auch mal duschen und dann, ja, der Hunger. Ja, komm, wir hatten ja erst gerade was. Können wir dann schlafen gehen? Dass wir einen normalen Schlafrhythmus haben. Ich hasse es, wenn bei Sims der Schlafrhythmus irgendwie durcheinander gerät, dann bekommt man den fast nicht mehr hin, außer man übermüdet seinen Sims quasi. So, jetzt gehst du rasch duschen und dann sehen wir mal, wie spät es dann noch ist. Und dann gehen wir dann, ja, ich denke, dann gehen wir schlafen. So. Er pfeift natürlich, logisch. So, ansonsten sieht es eigentlich ziemlich schön aus. Da der Feuermelder, ja. Hier haben wir noch ein Bücherregal. Draußen haben wir noch nichts, aber da können wir auch mal was aufstellen, hier auf der Veranda. Ja, und ich denke, dann gehen wir da im großen Zimmer schlafen. Und morgen ist dann unser erster Arbeitstag. Und jetzt gehen auch keine Nachbarn mehr durch. Sonst sieht man so den ganzen Tag Leute. Ah, da sind ja Leute. Ah, nee, das ist ja wieder die gleiche wie vorhin, oder? Sophie, genau. Kommt die mich jetzt besuchen um diese Uhrzeit? Die hat sich doch mit mal. Wer ist das? Seht mal, wer da kommt. Der Coolio. Ach, geil. Coolio.
Das ist übrigens meine andere Figur, mit der ich das Spiel kennengelernt habe. Und die habe ich Coolio genannt, darum habe ich mich selbst jetzt hier nicht Coolio genannt. Ja, der ist jetzt schon wieder am Zocken. Geh du schlafen, komm, geh du schlafen. Es ist 8:45. Denke, das ist spät genug. Wir haben wir hier? Oha. Oh, das ist so schwierig. Hier, der Enrico, okay, wer ist das? Zu schnell. Der Maike. Gut, schlafen wir jetzt mal aus hier. Es wurde sogar schon gelb. Boah. Und dann ist morgen der erste Arbeitstag. Mal schauen, um 10 Uhr. Das heißt, um 9 wird die Meldung kommen, dass dass wir in einer Stunde zur Arbeit müssen. Und dann müssen wir hier schauen, dass wir die ideale Stimmung wäre konzentriert. Die kann ich erreichen, glaube ich, wenn ich nachher duschen gehe. Wie spät ist es jetzt? 6 Uhr am Morgen geht's noch, aber er hat Hunger. Zuerst auf die Toilette, das ist wichtiger. Und dann machen wir doch uns Frühstücken, und zwar Rührei. Ja, was anderes haben wir nicht im Kühlschrank. Der ist ja total leer. Öffnen. Ja, sieht man hier, ist nichts drin. Ne? Total leer, der Kühlschrank. Und hier sieht man auch das Alter. In 19 Tagen sind wir bereits ganz voll erwachsen. Jetzt sind wir noch so halb erwachsen, so junger Erwachsene sind wir jetzt im Moment. Oh, was ist jetzt unwohl? Weil er so hungrig ist. Er muss seinen fetten Bauch mal endlich stopfen. Und zwar mit leckeren Rühreiern. Was hat er denn jetzt für eine Verrenkung gemacht? Ja. Oh, jedes Mal. Das kann doch nicht wahr sein. Jedes Mal. Super. Und jetzt auf den Herd damit. Und kräftig umrühren. Nein, jetzt rühr schon rum. Sonst brennt es noch an. Das heißt ja nicht umsonst Rührei. Ah, schon wieder. Alter. Na toll. Das wird ein leckeres Frühstück. Gut. Immerhin. Gut. Qualität gut. Mal sehen, wie gut das ist. So, und das verändert sich jetzt schon viel ins Gute da. Wenn wir denn gegessen haben, was machen wir dann? Ich könnte ihn einfach selbst entscheiden lassen, auf was er Lust hat, aber er geht dann wahrscheinlich das Computerspiel spielen. Ich kenn dich doch. Jetzt schon. Nach einem Tag. Ne, wir müssen unseren Sims zuerst kennenlernen. Was kann man sonst noch so? Schreiben, Haushalt. Nö. Programmieren üben, mitzuschreiben, Kontakte knüpfen. Chatten mit. Wir haben bereits schon Chatpartner. Mit Sophie chatten. Ja, ja. Es ist ja unwohl. Wieso? Schlechter Nachgeschmack. Ja, komm, dann machen wir gleich was für den Nachgeschmack. Übrigens als kleiner Tipp. Hier Zähne putzen. Das wirkt Wunder. Und dann gehen wir chatten mit Sophie. Ja. Sophie, so. Ja, vielleicht auch nicht. Doch? Nö. Aber jetzt haben wir Minzfrische. Selbstsicher. Und um 10 Uhr müssten wir was sein? Konzentriert. So ist es dann aus, wenn er hier am Chatten ist. Aha, aha. Sieht ein bisschen aus wie MSN früher, ne? Ja, und wie unser erster Arbeitstag verläuft, sehen wir in der nächsten Folge. Ich glaube, es wird schon langsam Zeit, da er mich hier angerufen hat, weiß ich gar nicht so recht, wo ich gestoppt habe. Aber ist ja wurscht. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder bei Sims 4. Vielen Dank fürs Zusehen und bis dann. Tschüss.